Das Spiel ist angepfiffen. Erleben wir heute ein Wechselbad der Gefühle. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie das Spiel beginnen. Nach außen gespielt. Der Ball ist hinter der Torauslinie und das bedeutet Abstoß. Ein Versuch aus der Hand. Traumhaft gemacht. Das ist das erste Tor dieser Begegnung. Erst wenige Minuten sind gespielt und jetzt das. Super gemacht. Alle Achtung. Das Stadion wird hier gerade einmal auf links gezogen. Können sie den Vorsprung halten und sich den Sieg sichern? Er zieht aufs Tor. Dafür brauchte sich der Torhüter nicht besonders zu strecken. Saudi-Arabien. Und wir beide wünschen Ihnen noch eine angenehme Nacht. Riesenmöglichkeit da vorne. Er ist drin. Das war der zweite Treffer. Sie führen jetzt mit 2 Toren. Zweites Tor in dieser Begegnung. Genau das haben sie gebraucht. Womöglich schalten sie jetzt 2 Gänge zurück, stehen ab jetzt etwas tiefer und schaukeln das Ganze über die Zeit. Jetzt steht es 2:0, eine komfortable Führung. Womöglich die Chance aufs nächste Tor. Der Torwart schnappt sich den Ball. Keine schlechte Flanke, aber doch nicht genug, um den Torwart zu überlisten. Britannien. Zum Mann in die Gasse. Da hält er voll drauf. Es gibt Ecke, dank des Torwarts. Er legt sich den Ball für die erste Ecke des Spiels zurecht. Und aufs Tor. Er hat ihn reingesimmelt. Hier hakelt das Tor. Ausgezeichnet gespielt. Also der Großteil der Fans hat mit diesem Tor so seine Probleme. Die Führung ist jetzt absolut souverän. Herrliche Aktion. Der Einwurf könnte die gegnerische Abwehr schwer in Bedrängnis bringen. Nur sehr. Absolut gute Position zum Flanken. Da versucht er's. Loire-Océan. Und wir beide und das gesamte Konami-Team wünschen Ihnen eine gute Nacht.
Der öffnende Pass leitet den Angriff ein. Er versucht's per Kopf. Der Torwart hat ihn. China. Die Verteidiger haben hier wirklich das Nachsehen. Und die Abwehr kann klären. Jetzt will er es wissen. Dafür brauchte sich der Torhüter nicht besonders zu strecken. Alpmaritim. Noch 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Gutes Zusammenspiel nach dem Ballgewinn. Jetzt könnten sie von links flanken. Eine böse Aktion. Freistoß ist das Mindeste. Also hier liegt der Fall klar auf der Hand. Den Spieler hat es böse erwischt und so hat der Unparteiische gar keine andere Wahl, als dafür gelb zu zeigen. Genau zum richtigen Zeitpunkt gestoppt. Britannien. Er will diese Chance für eine gute Flanke nutzen. Das wird gefährlich. Oben drüber. Saudi-Arabien. Von rechts draußen kam der Ball und keiner kann den Schuss verhindern. Der Pfiff ertönt. Es geht in die Kabinen. Pause. Wie hast du die erste Hälfte gesehen? Sie dominieren dieses Spiel. Für die Gegner gibt es hier keine Zeit zum Durchatmen. 3:0 nach Australien. Es geht weiter. Auch die Fans sind zu ihren Plätzen zurückgekehrt. Das war noch nicht alles in Durchgang 1. Für die zweite Hälfte haben die Teams auf dem Spielfeld jetzt die Seiten getauscht. Der Ball kommt herein. Über die Latte. Gute Flanke, schöner Ball, aber schludriger Kopfballversuch. Er hat ihm den Ball abgenommen. Klasse gemacht. Die Abseitsfalle der Abwehr schnappt zu. Der Assistent ist genau auf Ballhöhe und entscheidet vollkommen richtig. Und jetzt schießt er. Vom Torwart perfekt abgefangen. China. Und Schuss. Daneben. Das war doch abzusehen. Jetzt muss eine gute Hereingabe kommen. Da war einer per Kopf noch dran. Da außen ist Platz. Die Gefahr ist fürs Erste vorbei. Eckball. Saudi-Arabien. Schöne Bananenflanke.
Ein toller Schuss. Was sagen Sie? Ja, ein Wahnsinnsschuss. 4-0. Da sollte nichts mehr passieren. Das dürfte Einwurf geben. Und aufs Tor. Und der geht über die Latte. Also wenn man so eigensinnig ist, dann muss man mehr draus machen. Gute Chance zum Flanken. Links außen. Jetzt geht er hoch. Das Netz wackelt. Allerdings von außen. Guter Pass, aber letztlich war da mehr drin. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Das sieht gut aus. Iran. Loire-Ossien. Richtig, dass der Schiedsrichter hier eingreift. Klares Foul. Den will er machen. Er ist drüber. Mann, war das eng. Sie versuchen das gegnerische Tor unter Druck zu setzen. Nur so geht's, um überhaupt in Schussposition zu kommen. Er hat den Pass instinktiv erahnt. Durch diesen Ball wird der Rechtsverteidiger unter Druck gesetzt. Er schießt aufs Tor. Oh, das waren Zentimeter, die da noch gefehlt haben. Hätte ein Törchen verdient gehabt, das Ganze. Da schnappt sich einer der Gegner den Ball. 1 Minute Nachschlag. Und Schuss aus halber Distanz. Endlich. Ich werde bekloppt. Ein unfassbares Tor. Jetzt können sie es ruhig angehen lassen. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Und da gelingt ihm das zweite Tor dieser Begegnung. Sowas. Das verschafft ihnen wirklich einen komfortablen Vorsprung. Wie konnte das nur passieren? Ein absolut tödlicher Fehler. Da sind sie gerade so eben noch am Gegner vorbeigezogen. Das Spiel endet unentschieden. Deine Meinung dazu, Hansi? Ja, auf jeden Fall. Diese 90 Minuten waren viel zu schnell vorbei.